Dieser Jahr 2015 ist Schwarz-Rot-Gold die Farben der Deutschen Fahne, aber früher war der Fahne nicht diese Farben. Hier gibt eine Sideline über die Geschichte der Deutschen Fahne. Deutschland war geteilt in viele kleine Königreiche. Alle diese viele Königreiche war Front ab Frankreich, das gegen Napoleon kämpfte. Dieser kleinen Königreichs könnte nicht Napoleon bekämpfen. Deshalb sammelt die kleine Königreich und kalte sich Lützauer Freikorps. Lützauer Freikorps kampfte nach Napoleon und sie kämpften um Einheit und Freiheit. Die Lützauer Freikorps kämpft in Uniform, das war schwarz, rot und gold, und deshalb war die Fahne auch diese Farben. Die Revolution führt zu die viele kleine Königreich einen großen Land wurden. Hier hatte die viele kleine Königreich zusammen bestimmt, aber erst war nicht alle einig um einen großen Land worden sind. Im Jahre 1867 geben Deutschland die Schwarz-Rot-Weiß-Fahne als ein Symbol an, das die viele kleine Königreichswaren gesammelt. Der Zweite Deutsche Reich wurde geschaffen im Jahre 1871. In der Zweiten Deutschen Reich war es ein Kaiser, der bestimmte Geschichte in der Land. Im Jahr 1918 brach der Erste Weltkrieg auf. In der Ersten Weltkrieg verloren Deutschland und brachte Deutschland in eine finanzielle Krise. Deutschland verlor auch sehr viele Territorien. Als der Erste Weltkrieg war vorbei, wurde Deutschland verhandelt von Monarchie zu einer Republik, wo die Fahne verbleibt schwarz-rot-weiß. Im Jahr 1933 Wird der Weimarer Republik aufgelöst und Hitler kommt zu dem Marsch in Deutschland, wo Deutschland wird zu einer Diktaturstaat. Die Fahne ändert Farbe zu schwarz-rot-gold. Im Jahr 1935 wurde die deutsche Fahne wieder schwarz-rot-weiß. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Hitler wurde ab der Macht gestürzt und beging Selbstmord. Aber der Zweite Weltkrieg wurde die Farben auf die Fahne immer schwarz-rot-gold.